Stelt je mal vor, dass du hast ein junges Paar, ein jungen Mädel, die merken Kjriez. Und ab ihrer Kjriez, da versprechen sie sich treu sein für Lebenszeit. Aber ungesagt bereden sie sich so, dass sie wollen in eine offene Eiche haben. Sie wollen ihre Ring, wollen sie am Sonntag bei der Kirche brücken. Aber eins wollen sie da in eine Schuhflut legen haben, wenn sie auf Reisen fahren, zum Beispiel heute fährt auf einen Business-Trip, dann will er nicht ungesehen sein als befreit. Dann will er frei sein, dann will er kein mehr anderer Frühstück sein. Und wenn sie irgendwo büten ist, bei einem Stuhl oder auch auf Reise oder sowas, dann will sie auch nicht so ungesehen sein, als dass sie es befreit. Sie will frei sein, sie wollen kein mehr andere Menschen taub sein, taub schlupen, so eine Dinge. Keiner von uns will so eine Eiche. Keiner von uns wird okay sein mit dieser Art Eiche. Wenn eine Eiche ist von Grund ab gebaut, ab treu sein. Aber hier ist das Ding. Jesus will auch nicht so ein Verhältnis. Jesus ist nicht gestorben und abgestanden, damit wir kein sündische Christen sind. Von der sagt ihr hier, bei verste Satz, und die sagen von dir mit ihren Actions, mit ihren Wieder, dass die Jesus angenommen, die sind gestorben für ihr altes Leben und das ist das Bild, was wir hier von dir wiesen. Und das sieht als das alte Leben. Die sind gestorben für das, die sind begraben, das wollen wir ungedocken. Und die stehen ab für neues Leben. Und zu Jesus will nicht so ein Verhältnis, dass wir sagen, dass wir sind wahre geboren, wir sagen, wir haben Jesus, aber das ist bloß ohne Sonntag so. In der Werk, weil wir nicht ungesehen sein als Christen, in der Werk, weil wir nicht zeugen, wir wollen nicht so leben, die Welt soll nicht bei ihm bleiben, wir sind ewig geschoten, der einzelne Dinge steht. So die Taufe symbolisiert, oder die Taufe weist, dass sie gestorben, begraben und abgestanden zu neues Leben. Die Taufe sagt, dass ich hier Jesus. Das alte Leben ist weg und du fängst ein neues Leben an. Und so sagt, nein, diese Rede von der nicht bloß geglaubt, aber auch Jejleeft. Na, wir sind nicht durch Worten geraten, wie es sagt, klar wird dort. In der Epheserbrief sagt Paulus, dass wir sind durch den Glauben und wegen Gott seine Gnade geraten, nicht von uns selbst, sagt er, dass sich nicht wer pocht mit unseren Worten und so weiter. Aber dann sagt er hinterher, wir sind geschaffen von Gott für gute Worte. Wir sind geschaffen für ein Leben. Wir befreien uns nicht und sind auch in die Kirche oder sind oder was immer da hat erst und dann von dort wieder war unser Leben, als wenn wir nicht befreit sind. Wir nehmen auch nicht Jesus an und lassen uns taufen und leben dann so wieder, als wenn wir ihn nicht kennen. In Kolosser Kapitel 3, da war ich zum Versen lesen. Er sagt, wenn ihr nun mit Christus von Tod abgestanden sind, dann mag ihr dort, wo es geschrieben ist. Das ist nicht so geschrieben, das könnte vielleicht mal passieren, das ist so geschrieben, dass das erst nu passiert. Paulus schreibt zu den Kolosser und er sagt, ihr sind. Wenn ihr nun mit Christus von Tod abgestanden sind, dann seht nur dort, was boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen wird. Denkt an dort, was da boven ist. Und nicht an dort, wo er bei ihr ist. In anderen Worten, was er sagt, dass unsere Gedanken ändern, unsere ganze Priorität, uns ganze Unsinn von der Welt ändert. Und wir leben nur für dort, was in der Zukunft ist. Und wenn die hier rausgehen aus den Tank, dann fängt ein Leben an. Das hat diese Welt, das hat mit Problemen zu tun, aber du hast eine Zukunft. Denkt an dort, was der Boven ist. Denkt an die Ewigkeit, dass wir hier so leben. Er sagt, sie sind gestorben, und ihr Leben ist mit Christus und Gott verstärken. Eigentlich, was die Bibel klar merkt, dass wenn wir Jesus annehmen, dann wohnt er in uns, der Heilige Geist kommt in uns näher, und so uns Leben ist sozusagen mit Jesus verstärken. Paulus sagt auf einer Stelle, das ist nicht mehr ich, wer da lebt, das ist nur Jesus, was durch mich lebt. So, er sagt, sie sind gestorben und ihr Leben ist mit Christus und Gott verstärken. Wenn Christus der nu ans Leben ist, wenn Christus der nu ans Leben ist, für ein Tag kommen wird, dann wo jemand am Tobak herrlich angestellt worden.
Weet je, op deze Welt, vielleicht eine Freund oder vielleicht sogar Familie oder die Menschheit dran und denkt, die sind nicht klug. Wohin will je das Leben tacheln, all die Drinkerien, alles, was damit verbunden ist. Aber weet je, du hast eine Zukunft. Wir sind mit Jesus gestorben, wir sind am Verstärken sozusagen, oder wir leben durch ihn. Und so wie wir herrlich angestellt sind, hinter das Leben, dann ist es alle herrlich. Er sagt, du, wenn merkt alles in den Tod, was von jener sintelige Natur kommt. Die Hurerie, Anreinigkeit, sintelige Leidenschaften, böse Last und Jits ist Kjriez jeder ein. Wie es gut werden, so wird Gott sein Ohr über die kommen, die nicht gehorchen. Und so von der vier wie Tauffast. Das meint, sterben, begraven, abstehen. Das ist, was wir meinen. Das wollen wir unterdrücken. Wenn das ein Bild von dort. So 3 Dinge hier ganz kurz. Das alte Leben muss wirklich sterben. Verder kann nicht Leben sein. Muss das alte Leben sterben. Wir sind im Mess, Batura, vielleicht in some Städten all das wir Korn planten. Und so das Korn fällt in die Erde und dort stirbt. Aber dann war es dann in der Nächste. Wenn die den Korn in den Sack holen, dann wird er kein Korn wassen. Der Korn muss sterben. Und so, Tim, dass wir können ein neues Leben leben, dann muss das alte Leben sterben. Tim, dass ich kann befreit sein in ein eigen Leben, dann muss ich sterben für das ein letztes Leben. Sterben für das allein Leben. Ich sehe sterben für alle anderen Frühs. Und ich habe nur eine Früh, und Früh today. Und wenn wir uns ein eigen vorstellen, was für 50, 55, 60 Jahre 100% true ist, und die Leben sich noch haben, das ist really das Bild, was wir wollen. Das ist eine Sorte eigen. Jesus will auch sein Leben. Und so wir sind mit ihm gestorben. Das muss wirklich passieren. Und wenn wir Jesus annehmen, dann sagt die Schrift, dass wir sterben mit ihm. Das meine ich, dass wir körperlich sterben, oder wir trennen uns von das alte Leben. Ich las von einem Mann, ein älterer Mann, und er hat ein sehr sinteljes Leben gelebt, aber dann sehr viel bei den Bars und so eine Dinge, aber dann bekehrt er sich. Und dann kommen seine Freunde, waren nur dem an und sagen, hey, wir dort und ja, und du in der Bar, du sind da frühest und so eine Dinge. Das war er erst einmal da, die jucht mit den Taub. Und in einem Erntemarkt kommen sie am abpacken. Und er sagt, weißt du was? Den John Wall wird je sehen, bis sie sterben. Der neue John Wall lebt nicht so stark. Das ist really die Meinung von Sterben mit Jesus Taub. Das alte Leben ist gestorben. Die Bibel nennt uns gekreuzigt mit Jesus, die Bibel nennt uns berufen mit Jesus, die Bibel nennt uns abgestanden mit Jesus. In der Taufe wies das Bild. Je war nicht erraten, wenn ihr in Taufen lassen, aber je wiesen von der, dass das, was passiert ist in Jünd. Viele Menschen, die kämpfen jährlich, wenn wir wollen beides. Wir wollen selig werden, wir wollen nicht nur heil gehen, aber wir wollen auch das alte Leben leben. Das ist, wenn junge Männer, sie befrieden sich und sie wollen das befriedete Leben, die Benefizien sozusagen von dort, aber wir wollen nicht das ein letztes Leben allein lassen. Und das wollen sie so ein Deal merken, wenn ihr sagt, dass sie wollen, wenn sie nicht taub sind, dann sind sie nicht befreit. Wenn die taub sind, sind sie befreit. Keiner von uns will das dort leben. Jesus auch nicht. Und so Jesus will nicht so ein Verhältnis. Und so wie kämpfen einmal ans Leben, wenn wir wollen dort nicht loslassen. Aber eine Auferstehung kommt bloß nur im Tod. Wenn du nicht in Tod hast, hast du nicht eine Auferstehung. Eine Auferstehung muss erst einen Tod haben. Sonst ist es nicht möglich. Und so Jesus muss erst sterben. Und dann stand er ab. Mir ist es interessant, dass das Jahr seien Wissenschaftler ans, was seine Dinge studieren, dass wenn Austern das ja mal durchschieben, ich muss Anfangs April, Ausgangs April, haben mit dem Mond und all zu tun. Aber das Jahr seien Wissenschaftler, es ist mal korrekt den Tag, wo Jesus starb und von dort abstand. Von der, wo die Tag sind, vierten ersten ist dort, aber von der, da merkt vielleicht nicht gerade den Unterschied von uns. Aber Jesus muss erst sterben und dann von dort abstand. Und wie man erst sterben, dann das alte Leben verwirrt kann abstand. So wie man wirklich sterben. Der zweite Ding, wie man das neue Leben täglich leben. Du wirst jeder Tag treu sein in deiner Ehe. Jesus will jeder Tag mit uns taub sein.
Und so das neue Leben ist nicht bloß ein Moment, wo wir uns bekehren, das ist nicht bloß ein Moment, wo wir getauft werden, das ist Lebenszeit. Er sagt uns, wenn die mit Christus von dort abgestanden sind, dann segne dort, wenn die Priorität ändert und das Denken ändert, dann segne dort, was boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen wird. Auferstehung, dort ändert, was wir segnen. Auferstehung, dort ändert, wer wir sind. Dort ändert, wo wir denken. Dort ändert, was uns wichtig ist im Leben. Dort ändert unsere Priorität, nur was wir streben. Wir sind von Düsternis nur Tag gekommen. Die Bibel sagt, wir sind von den Teufel hinweg abgestanden in Jesus hineingegangen. Wir sind gerecht gemerkt. Wir sind gerecht für Gott, wenn wir Jesus haben. Und so, wenn wir mit Jesus sind abgestanden, dann ändert unsere Rede, wo wir reden. Dann ändert unsere Einstellung, wo wir eingestellt sind, oder wo doll wir immer sind, oder wo beleidigt, oder wo plüderig, oder all die Dinge, die ändern, wenn ich sie nur mit Jesus abgestanden. Wenn ich mit Jesus abgestanden, dann ändert mein Ziel im Leben, was mir wichtig ist, für was ich lebe, für was ich strebe. Na, wir wissen, das wird niemals vollkommen an, wenn wir sind Menschen. Aber wir wissen durch Han. Da muss ein Wachstum sein. Und drittens, das neue Leben, du hast uittragen und antragen. Oder aufleihen und abnehmen. In Kolosser 3 sagt es, das steht Vers 8, aber nu lag so wird auch alles auf. Sich euren, graulen, schlecht sein, spotten, niedertrachten, beleidigen wir uit den Müll. Dort nicht euren unterlegen. Die haben den oudet Eck mit seinen beisen Türen worden aufgelegt. Ich sehe gestorben zu meinem oudet Leben. Nu lebe ich nicht mehr so dort. Ich rede nicht mehr so dort. Meine Anstellung ist nicht so dort. Ich sehe nu abgestanden. Dann sagt er das. Und wir haben eine neue Natur angenommen. Das ist, was hier passiert. Eine neue Natur angenommen. Der Ammerdaler nur dem leckend, der ich gemerkt habe. Und so wie wasen Ammerdaler, wie lecken in Jesus Ammerdaler. Wo er denkt, was am wichtig ist, so eine Dinge. Und dann sagt er in Vers 12, ihr seid von Gott gewählt und heilig. Und er ist in Gott, und das ist für alle verdient. Ihr seid von Gott gewählt, ihr seid heilig. Das seid ihr seid von Gott, für nie Leben. Aus so einer Leute nur von Gott beschenken und tragen Jesus seine Eigenschaften an. Morgen dort hat jetzt nicht, dass ich mein Leben geändert, ich will nicht mal Nacht alle versehen, ich will mal meine Belt mal die Schert anholen, und er sagt, Leute von Gott beschenken. Weet je dat Jesus Leben kommt von Gott, kriegt es zur Lösung dort. Der Jesus wohnt in uns, zum uns Kraft geben, zum uns halten. Und so als so eine Leute nu von Gott beschenken, tragen Jesus seine Eigenschaften an, sich von Horten erbarmen, freundlich sein, demütig, sanftmütig und geduldig sein. Weet je, das ist nie das Leben. Das Evangelium ist nicht bloß eine Botschaft von Vergebung. Das ist eine Botschaft von Vergebung. Das ist eine Botschaft von Gerechtigkeit. Aber das ist nicht alles. Das ist auch eine Botschaft von einem Leben. Ein neues Leben. Christus, dann ist meine frühen Eckens befrieden. Das passiert in einem Moment, in die Kirche und Sonntagsmorgens. 43 Jahre 3. Aber dann lehren wir Leben. Durch Hänger folgt ein Leben. Und so Jesus herat uns in einen Moment. Und das Evangelium ist ein Evangelium von Vergebung und von Erradung und von Gerechtigkeit und angenommen sein bei Gott. Aber das ist auch von einem Leben. Jesus starb nicht bloß und stund ab, damit wir eine rechte Lehre haben, damit wir nach der Kirche fahren, damit wir getauft sein. Er stund ab, so dass wir abstehen können. Und so will ich nicht merken, dass von jemand wird den Teufel luten von dir. Das ist bloß ein Symbol von was passiert ist. Wenn das nicht passiert ist, dann war ich bloß not. Ich war nicht errat, wenn ich den Teufel luten, aber ich luten den Teufel, wenn ich errat sind. Und so wenn ich in Jesus leben, dann als Gott, als Jesus in die Hände trocken, der Heilige Geist, und er wird ihn halten, für ihn zu leben. Mag Gott ihn segnen. Amen. Alright, so das nächste war wir hier meistens war die Zeugnisse hier. Aber bevor wir das tun, Janka, ich möchte ein bisschen sagen, wie das schafft mit dem Tauffast hier in der Kirche, wo die mit der Länge geht. Und das erste ist, dass Menschen sagen, dass sie Jesus angenommen. Das erste kommt Glauben.
Wie Lebenswasser sei, wie Glauben, Taufen und dann wassen. Und so, das ist der erste Step. Menschen signen sich ab, die schreiben ihren Namen ab und sagen, ich kann glauben, ich habe Jesus angenommen. Und dann geht es noch Albert und Teresa. Albert und Teresa freuen sich, sie sind hier fertig. Ich will einen von der Erde, wenn sie halt über 15 Jahre diese Arbeit getan, wo Menschen die Interviews getan, das alle abgelehnt. Sie schaffen mit dem ganzen Team, mit dem Diakon, mit dem Tankabstall und mit den Menschen in der Office, mit dem Staff. Und dann war ich gleich von Ernst, dass ich bis lehnen sie dort alle ab, wer die Interviews hatten, all dort, war ich gleich von Ernst aus, dass er wirklich ein Hort für diese Menschen, was Jesus angenommen und er lehrt und halten und er durchhalten, dass sie wirklich Klarheit haben, was die Erlösung ist. Und so sind sie dankbar für ihn, für die Arbeit, was sie tun. Und von der Seite dankbar für all das, was hier sagt. Und er sagt, ich will den nächsten Step nehmen. Ich kann glauben, ich will mich taufen lassen. Und dann will ich wassen. Und so, wir waren nicht das nächste, die Zeugnisse hier. Die waren kurz an, wir einen Zeit halten. Aber bis das geweiten, ein von unseren Elders hat mit alle von ihm geredet. Wir hatten eine längere Zeit mit ihm verteilt, so ein bisschen länger. Aber wir haben Zeugnisse hier. Und so von der war je ein Kartenport von dort hier. So war wir den ersten Testimony haben. Komm mal ab. Good morning. Mijn naam is Susanna en ik wil van mijn leven vertellen wat Jesus mij gevangen had. So, wanneer ik ging weer, ik van mij maar zei, dan wanneer ik weer een Fehler meer, dan weer ik geloof, ik weer in de hal aankom. En dan ging ik eens over, wanneer ik niet slapen kon, in mijn mom en ik zei haar, dat het loopt voor alle zin wat ik gedaan had. En zo leer me dat ik kan Jezus aannemen. En ik doe dat. Ik zei tegen Jezus, mij dat mijn zinnen luidt en ik wil voor hem leven. Aber ich würde jeder Tag tun, ich will nicht glauben haben, wenn ich einen Fehler getan habe, würde ich mich dankbar, dass ich wieder in Hall kommen. So, ein Tag jeder Menschen, der immer von glauben. Und ich horchte nun und dann war mir ganz klar, dass wir müssen glauben haben. Und dann vergibt Jesus uns alle Sünden und die wird uns die Sünden für einmal vergeben. Und wir brauchen nicht zweifeln, wir brauchen nicht glauben, wir können nach Hause. So, ich nehme das an, ich sage, Jesus, ich glaube dort. Und ich will für die leben. Und dann habe ich da ganz klar, und dort Jesus hat mich vergeben. Wenn ich dann wieder sterben, ich will nicht in den Himmel kommen, ich will in den Himmel kommen. So, nicht, weil ich mich taufen lassen, durch den Glauben, dass Jesus mich angenommen hat. Und ich will jeden Tag wissen, met een geloven en ik wil voor Jezus leven. Nou ga ik je nog een Bijbelvers. Ephesians 2 verses 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, but it is the gift of God. Thank you. That's good. Thank you. Hey, my name is Benny, and today is one of the most meaningful days of my life. This decision to be baptized comes from the heart. It represents a new beginning, a choice to grow in faith, to learn my past, and move forward with purpose and stronger sense of who I want to be. I know I'm not perfect, but today is about commitment. It's about choosing a better path and trusting in something greater than myself. I'm truly grateful for the people who have supported me and stood by me. Having you here means more than I can put into words. Today I take this step with faith and hope for a grateful heart. Thank you. That's awesome. That's awesome. Hi, my name is Angela, and I'm really thankful to be here today. I grew up knowing about God, but over time I realized I needed a personal relationship with Him. I've come to understand that I can't do life on my own, and I need Jesus as my Savior. He has been changing my heart, giving me peace, and guiding me in a new direction. I am so thankful for God's grace and forgiveness, and I'm truly grateful for my parents who have always loved me and guided me toward the right path and toward God. Today I choose to be baptized to show my faith and commitment to follow the Lord with my life. Thank you. That's awesome. That's good. Thank you.
Buenos dias. Ja, ik wil hier te Gottes eer mijn zeugnis met Mathe. Ik ben opgewassen. Eerst wil ik nog mijn naam zeggen. Ik ben Johnny. Ik ben opgewassen. Ich wirklich geleerd dat we kunnen raden kan. Da alles met dingen wat kan geraden worden. Dus we müssen Fan sein oder so. Aber ich 13 Jahre weer. Dan hier ik Gott zijn woord. En ja, dan weer wo ik kan de radung aannemen. En ja, vindt mich aan. En ja, dan word ik vergeven van alle zin. En van dan aan ik had allemaal klaar gehad dat ik een geloven zijn. En ik ben wegen zin gevallen was, nur dem. En habe verschiedenes beleefd en verschiedenes zin die was, so dat wir ich habe bloß waar ik een accident had, waar ik dan een week in hospital weer en deze dagen dat eigenlijk weer nog wat fresh hier kan zijn en mijn verstand weer uitgevallen en ik wist niet en ja, God hat door zijn leven bewezen en hij maakt mij zint en hij heilt mij ervan en ja, ik kan mir fresh atmen en het kan niet zijn dat wir noch eine Chance waren en hij bewijst de life wat hij voor mij heeft en ja, die zijn mij een chat van mij laten taufen op den Glauben. Dankeschön. Hello everyone, my name is Justin and I would like to share a part of my testimony. I grew up in a Christian family and learned a lot about God. But as I got older, I started to drift away from my faith and I fell into an addiction. About a year ago, I realized I needed to reconnect with God and make him a bigger part of my life. I'm thankful for the sacrifice and mercy He's shown me. And I'm excited to start this new chapter and see how He'll guide me. Thank you. That's awesome. Thank you. Good morning, everyone. My name is Dominic, and I want to tell you a little bit about my testimony. I grew up learning and knowing about Jesus and God, and from a young age, I decided to follow Him. In 2023, I got diagnosed with leukemia, and so sometimes I started questioning God and my faith, but through the prayers and support from my family and friends, I continue to trust God, and He's really helped me and given me strength to keep going. Currently, cancer is still part of my life, but I can have a normal lifestyle thanks to the healing God has given me so far. I made the decision to get baptized because God is my source of strength and to show everyone that I want to trust Him with everything and live my life for Him. I hope that my testimony and life can show how big and powerful our God really is. Thank you. That's awesome. Good job, man. Hello everyone, my name is Miriam and I would like to share part of my testimony. I grew up in a difficult home. My parents would often fight. It wasn't always but enough that it affected me deeply. As a child, I always believed things would change. But as I grew older and entered my teenage years, I slowly began to lose hope. The constant problems began to weigh on me heavily. I didn't really know how to deal with it, so I started to become rebellious and careless. I had a very on and off faith, but eventually I just gave up. I tried so hard to just ignore it all, pretend everything was fine. I smiled through the tears, hoping no one would notice. The year 2025 was especially difficult. My family was having some serious problems, and on top of that, I was trying to deal with my own struggles. Everything felt overwhelming. I reached a point where I didn't know how to cope anymore. The weight of everything became so heavy, I started thinking about taking my own life, but something in me told me to hold on a little longer. During that time, the opportunity to go to Wapoka came up, so I decided to go. On the last evening we were there, I had a strong feeling that I should go talk to someone about everything I had been through. That night, I broke down and opened up about my struggles. I ended up giving my life to Christ. In that moment, I realized
I didn't have to do it alone anymore. Jesus met me in the middle of my pain, confusion, and brokenness. He gave me hope when everything felt hopeless. My life is still not perfect, but I know with Christ it will be. The verse I chose was, all things work together for those who love Christ. Romans 8, verse 28. That's awesome. Hello, my name is Carter Neufeld, and I want to share a little bit about my testimony and a bit about myself and the reason why I got baptized. Or why I'm going to get baptized, sorry. I was born in Canada in a Christian household and never really doubted my faith. But when I was about 7 years old, we moved here to Mexico. Because of all the distractions, I slowly started drifting away from God. This was a very low point in my life because it was around this time when I started experiencing a lot of personal family problems. This made me doubt God and wonder if He was really there. It must have been very obvious that I was living my life away from God, because I remember one day one of my friends asked me about my relationship with God and where I was in my faith. I told him that I had kind of pushed God to the side, and that's when he invited me to a small group. It was here where I met my mentor, who I learned a lot from. I remember one day drinking coffee and talking about baptism. He asked me why I hadn't gotten baptized yet, and I just told him I wasn't good enough yet. He gave me this confused look and explained to me the true meaning of baptism. He told me that baptism was to show that I am a follower of Christ and that I'm ready to take the next step in my faith. And that's why I've decided to get baptized today. Now I can say with 100% confidence that God is really there and always has a plan for you. Thank you. Hi, good morning. My name is Naomi Neufeld, and I've decided to get baptized because I believe it's important to show my faith and share that I believe in Jesus Christ as my Lord and Savior. I grew up in a Christian home, which helped me learn about God from a young age. I accepted Jesus into my heart on January 24th, 2023, when my mom said a prayer with me that evening. It was a very special moment in my life that I'll never forget, and since then, my faith has grown over time. There was a point in my life where I went through a really difficult time. I started having doubts, and a lot of it was because of some personal family problems. It made things confusing for me, and I struggled with my faith. During that time, one of my youth leaders, Brian, really helped me. Whenever I had doubts or just needed someone to talk to, he was someone I could trust. One day, he shared a Bible verse with me and explained it in a way that just made everything so clear. The Bible verse is Romans 10:9, and it says, "If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved." That moment really stayed with me. It was a special day in my life because it helped me let go of my doubts, and I just felt so much peace. I'm really thankful for that, and I want to thank Brian for being there for me through everything. I've learned that even when life is hard or confusing, God is always there and I can trust him. Getting baptized today is a way of showing that I want to continue growing in my faith and walking with God. Thank you. That's awesome. Good morning, my name is Malachi and I will share my testimony. I gave my life to Jesus because I realized I can't do life on my own. I learned that Jesus died for me for my sin and that through him I am forgiven, made new, and given a new purpose. Today I choose to follow Jesus wholeheartedly. I surrender my past, my fears, and my plans into his hands. I am no longer living for myself, but for him. Baptism is my public declaration that my old life is gone and I'm made new in Christ. I am choosing to walk in faith, trusting God every season and live a life that reflects on his love. I know I won't be perfect, but I know I am his. I'd like to share a verse. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hi, my name is Jenna. I'm excited to get baptized today and continue to grow my journey with Christ. I'm very blessed to say that I have very loving and caring parents. They have helped me grow in my faith and continue to help me learn how to live a life for God.
I gave my life to Jesus and I am ready to take the next step and continue to grow in Christ. God has done amazing things in my life and has continuously blessed me with my family, friends, and health. Jesus gave up his life for my sins, so I will give up my life for him and do what he has planned for me. I look forward to see what challenges I will face and how God will lead me through them. Thank you. Hello, my name is Julia Peters. I'm 15 years old, and today I'm getting baptized to publicly declare that I have given my life to God and that I want to continue to follow and grow in him. I'd like to thank my best friends Mia, Miley, Barbara, Kenya, and Kimberly for always being there for me and helping me grow my faith. I'd also like to thank my wonderful teacher, Valeria, for always talking about God and helping me grow. But most importantly, I want to thank my amazing parents for teaching me about God since day one and for always pushing me to be my best. You have never doubted me and have cheered me on to get baptized. I'm so grateful God chose me to be your daughter because I don't know what I would do without you. All those late nights and busy days, you still talked with me and gave me advice I will never forget. You have made me the person I am today, and I'm so, so grateful for it. I've had things happen in my life that I still don't know why God let it happen, but he always has a purpose for the things he does, and I want to thank my friends and family for helping me through those times and for reminding me God is bigger than my problems. Acts 2 verse 38 says, Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. With that said, I am ready to get baptized and to continue to grow my faith and to help others. Thank you. That's awesome. Alright, so wir haben hier, also Herr alle gesagt, sie haben Jesus angenommen und sie haben alle gesagt, sie würden gleich zu wassen und von hier wieder zu gehen. Und so ich will jüper sein, was hier verder sagt, was ich Tafel lot, nächste Sonntag haben wir eine Klasse verjünt. Die Klasse den an wie nächste Stopp in ihrem Leben. So ihr habt Jesus angenommen im Glauben und ihr wollt eine Tafel loten von der und dann kommt wassen. Und so diese Klasse, die wird voor Samaria's aanvang, nächste Sonntag, die dat der Gebetsservices gaan. Je krijgt een boek met en je krijgt gouden material met wat de nächste stap zijn. Pastor John wat de klas leert en wat je gouden help zijn om wat de nächste stap is in je leven. Nu ga je je taf, nu wat. En hij wordt je daar steps geven en dat boek waar je kan weer gaan. So mis dat niet, komt terug nächste Sonntag voor de klas. Alright, so Albert wordt opkomen. Albert Freis is een van de elders hier in Kjriez. Hij wordt im Tank zijn, hij wordt te allem door reden im Tank, hij wordt entaufen in de naam van den Vader en den Zoon en den Heilige Geest. En hier is Jake Thiessen, hij is ook een elder in de kerk. Hij wordt some van die taufen en er wordt ook some van de dads opkomen, wat er wel een part van zijn, de kinderen taufen. En zo, we kijken verder weg voor dat, we vrij ons voor dat. En zo, we hebben besloten schijn gaan, wanneer je getauft zijn, wanneer ze uitkomen, we kunnen cheeren, we kunnen schaftig zijn, we kunnen besmutig zijn, because Jezus leeft en niet het leven heeft aangevangen. Amen? Zo, we hebben besloten schijn gaan.
Jesus geht und heute verändert von mir nach Leben, sagt, schau ihn an. Abzustehen, mit uns Taubt noch am anzubeten, zu preisen ins Heu, als der, was ihr gebet. Alleine mein Traum und dort an meine Sünden. Verloren ohne Hoffnung, wo ich nicht wohnte fangen. Dine Leib merken weich, dass ich nur kriegen kann. Aus dort ward gebunden, mein Leben von Gott. Sind ward leist und bescheuert bleibt wahr. Und mein verlorener Tod grau ich euch nie enorm. Früher ward sterben meine Feind uns den Arm. Aus dort ward gebunden mein Leben von Gott. Die nicht nur self free. Durch den Tee war mir, hast mich nie gemerkt und lebt mit die Verdoß. Deine Gnade jetzt du warst, hast uns nie gemerkt und lebt mit die Verdoß.
Ich preise dich mit all ans Leben, ans Hart und onze Tongue. Sing je bloß, du bist Herr und du regierst. Du regierst, Jesus. Amen. Schön, dass ihr gekommen wären, mit uns taub zu feiern, das Fest, wo Jesus Lebens andreht und nie das Leben schenkt. Nicht vierter, du Rama Eik, das ist der Rama Eik. Du kannst je Bilder nehmen, das ist ein Fotobooth. Du kannst je Bilder nehmen, das sind Taufkandidaten. Wir wünschen Ihnen gesegneten Sonntag, wenn ihr mit Ihrer Familie taub sind. Lass ihr bloß mit einem Taub feiern können. Wir sollen Ihnen hier nächsten Sonntag Gottes sehen.